Voilà, also, wenn ihr da nicht dran spielt, da geht er doch direkt. Das ist noch eine kleine Massage, die ihr seid, für das die Leute auch mitkriegen, dass ich effektiv in der Zwischenzeit direkt online gegangen bin, ohne lange Blabla rundherum. Voilà, dann haben wir das just bei Facebook noch. Voilà, vielmals merci an euch zwei, meine drei Folger, sagen wir mal so. Ja, na, die gucken das Video mal her und das ist wirklich schön, dass sie nicht online kommen, dass sie nicht mitmachen. Vielleicht gibt es das irgendwie nicht, vielleicht das hat schon ein von ihren Dingen für nächstes Jahr. Also kann ich das hier direkt zur Rauhnacht kommen, sie nicht mit Sachen rundherum beschäftigt. Und das geht es eben darum, also Intuition zu vertrauen. Und natürlich schon ich mal die berühmte Gedanken ein bisschen drin gemacht, von wegen, was tut es eigentlich mit Intuition auf sich? Also im Sinn von, ja, natürlich, wir kriegen immer ein bisschen den Dingen, ja, lauscht auf dein Herz oder lauscht auf dein Bauchgefühl, so die ganzen Dinge oder so, ja, die immer stimmen. Nee, für die Leute das ist immer schöner gut, wenn ihr Übung gemacht hat, beziehungsweise wenn ihr die Erfahrung gemacht hat, wie ich immer so ein in ihrer Situation kennt, dann das den Menschenverstand versus die Intuition, also immer 1 zu 0 für die Intuition. Wie du wünsch mir da getört, okay, wo könnt das Wort eigentlich mal hier? Was tötet mit dem Wort ob sich will sonst als Verständnis zum Wort ganz interessant für herauszufinden, was denn du eigentlich genau möchtest. Weil ja, wir kriegen Sachen ab, wir haben uns Situationen, wo man so einfach die Feeling haben, dass entweder etwas nicht stimmt oder dass etwas besonders stimmt, dass es extrem stimmig ist, dass man eigentlich keine Erklärung dazu haben. Heute natürlich ganz oft den Dinge das gesucht wird von ja, die weibliche Intuition par rapport zu dem männlichen rationalen Verstand. Schon so ein, zwei Anekdoten zu der Sache zu erzählen. Das eben das mit der weiblichen Intuition als eine Geschichte von meiner Mann. Sie war eigentlich bei irgendeiner Dinge dabei, wo ein Mann darüber erzählt oder so in Dingen darüber gehalten wird, über die Intelligenz vom Mensch an all seine Facetten. Und wird dann irgendwie gemerkt, ja, Männer überlegen viel mehr lang eher so eine Entscheidung holen, während Frau dann intuitiv direkt handelt. Und mit Mann gefragt, handelt sie da falsch gewähnt? Also, den Typ gesagt, nee, möchte sie nicht. Und hat sie gemerkt, das heißt, eigentlich hat die Frau das schon 10-mal gehandelt, der hat den Mann überhaupt fertig evaluiert hat. Und den hat auch nicht dazu gesagt, nicht ein bisschen für uns schick geschmunzelt, sondern hat gemeint, ja, das ist ein Trick da drin. Wo kommt das eigentlich hier? Also für was wird eigentlich so typisch von der weiblichen Intuition geschwärmt? Man kann davon der Schwarze von wegen, ja, als femininen Seiten, so viel und so weiter. Ich will du wirklich mal 2 Sekunden lang ganz männlich rational erklären. Und zwar an den Uhrzeiten, als der Mann auf die Schicht gegangen, die Frau, die ist bei der Kammer daheim geblieben. Also an ihrer Gruppe natürlich. Und wenn der Mann auf der Lauer lag, hatten eigentlich mal viel mehr Zeit für darüber nachzudenken. Nützer nach immer müssen sehr reagieren, aber normalerweise sollten sich mal auf die Sachen konzentrieren, für die Spuren von dem Tier zu finden und zu führen und so weiter. Sachen, wo nicht unbedingt müssen instinktiv direkt handeln. Wann nun nicht sehr genug gehandelt wird, von der ja Führungen war,
da war ein verpasste Mol sich mir dat war mit Frage ist noch ganz andere Sachen oppassen nicht echtens Mol net miss fokussiert op ein Ziel gericht sinn müssen de ganzen Haft ganz Wuing de ganze Raum am hun wat auch den denken as wat mehr film die oderweis hun film mit dat ganz bild ze gesinn als Frau an de Mann echt dat Detailer gesagt an op der anderen Seite Frau wann nu zum Beispiel kann bei Feiergangen ass ze viel miss reagieren fir dat kann wasch zu holen fir dat Schnitt lasseiert an du hier kommen eigentlich die Dinge hier der Tischchte Kleider Genen dran das vielleicht scheint uns gut der bisschen mir nicht dazu gesehen wie einfach so das ganz auf seine weibliche Intuition dahinter zu sitzen wie wann das etwas besseres wäre wir brauchen die Bildseite das funktioniert das sowieso nicht das ist ich will mal auf sich nur dem Dingen nur dem Ausdruck von der Intuition und es sind schon nämlich so etwas hat man schon ganz viel Sachen macht ihn heute mat zu menggen Hexi de Bicher dat een doten an zwar Herkunft der Buch dat hicht wirklich die Etymologie vun de Weder woch muss so dass die Deutsch Version besser ass wie die Franzischbicher weil an den Deutschen sind zum Beispiel die lateinisch wieder als nie geholl also sie sind net einfach dat ganz gut op Latein übersat an dat bedeit an dat also van de Franzisch hier den Franzosen hier Etymologie Bicher sind net so flott an das een Ausdruck den de dran war. Also dat Wort Intuition am Lateinischen hecht unmittelbare Anschauung. Und ich persönlich fand das mega spannend, weil das gibt vielleicht dem einen den anderen mal ein Idee, wie dat man der Intuition kann üben. Weil natürlich wir haben mal Momente dran, da geht das so leicht mit, das ist einfach, weil man keine Übung hat. Wie also übt den Intuition? Das heißt unmittelbare Anschauung. War ganz einfach. Das ohne ein Mittel, also unmittelbar, und das ist ein direkter Moment. Das heißt, den ersten Moment, wo wir gucken, weil die schon Tausende von anderen ab, wir behalten da 3 bis 7 Mengen sind, da wenn ich mich richtig erinnere. Der Rest, die geht nicht, die vergisst man nicht, die geht an das Innerbewusstsein. Und das ist da, wo etwas triggern kann, und wo der raus kann. Und tut mir hier Radio die schönen Ausdruck gesagt, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und das kann ich zum Beispiel üben. Das heißt, ich persönlich gebe da, das könnt auch normal wiederholen, Tarot als ideal, beziehungsweise echte Orakel, weil wenn ich am Tarot ein bisschen geübt hast, und für den die typische Info schon, was dein Körper bedeutet, kann das steuern. Wir holen da den Orakel, wo nicht so den Rhythmus von einem Tarot dran aus und holt er ein Quart, guckt, was der echt Impression von der Welt aus. Und notiert den. Weil das ist der Intuition, den echten Eindruck. Und den ist ohne Mittel. Das heißt, du hast noch kein Filter, den angeschaut gehen aus, du hast noch kein zweiter Blick drauf gehalten gehen. Das ist eine unmittelbare Anschauung. Das heißt, den direkten Moment. Und da kann man sich auch darüber erstellen und üben, die Mathe für das zu machen, wenn ein Swoosh an den Raum geht und sich darüber basiert, den ersten Eindruck, den ersten Blick. Und dafür will ich euch noch eine kleine Anekdote mal auf den Weg gehen, weil ich die persönlich einfach mega erfunden. Und zwar, dass die weibliche Intuition auch bei Männern vorkommen kann. Und es gibt ein Ding, es gibt eine Geschichte über einen Polizist, der in Amerika über den Parking gegangen ist. Und das sind die ganz großen Parkgänge, die sie in Amerika haben, wo dann das Auto wirklich schon alle gut an dieselbe Richtung stehen, für ein Fort zu fahren. Aber bei einem Auto hat etwas bei ihm getriggert. Er wusste nicht, was das war. Er hat den Auto checken gelost und hat festgestellt, dass den Auto effektiv der Stung als Flucht wohnt, weil irgendwo an einem von den Geschäften rundherum ein Geschäft überfallen wurde. Und der Fall ist dann insofern gelöst, ging mir jeder hat nicht losgelöst, woher stehen das. Und das beweist auch, wie viel wir an unserem Innerbewusstsein alles stockieren, aber was alles kann getriggert gehen, auf der richtigen Platz, wann er darüber lauscht. Und das hat nicht losgelöst und hat sich die Fotos
immer geguckt für sich für rauszufinden, wo hun ich gesehen, dass so etwas mit dem Auto faul war. An no langer Zeit ihr seid eine Bemol, das op dem hännechte Nummerschild der Tisch so gegangen, dass er dich Auto von Hammer gesehen hat, und auf dem hännechte Nummerschild waren Mecken Putis Mecken drauf. Ein Auto fährt nicht sehr genug Hammer sich für das ein Hammer Futis Mecken Auto hun. Der Tisch war ein Auto, die geklaut war, aber wo Nummerschilder sei ja dort, und der gesehen an den hat eben den Demo Nummerschilder montiert hat, wo das was 4 auf einem Auto war, Hammer noch ein Auto gemacht. Das war eine Sache, die keinem direkt kommt opfallen, auch ihm also nicht direkt opgefallen mit seiner Intuition, seinem Innerbewusstsein. Du war das Wissen darauf verankert, Mecken sind auf den fichte Nummerschilder. Punkt. Und das weiß auch, wie viel wir an uns tun, wo wir eigentlich, weil wir es rational am Tag nicht brauchen, einfach mal Hand aufstellen. Mehr als Innerbewusstsein speichert die Sachen trotzdem. Und dann kommen wir an eine Situation, und dann als irgend so etwas was abspringt, weil es getriggert wird von dem echten Eindruck, den nicht gefiltert ist, den unmittelbar ist, und das ist den, auf den wir können lauschen. Und das ist an sich die Intuition. Die muss nicht unbedingt als irgendeine höhere Instanz sein, die muss nicht unbedingt als einer anderen Ebene kommen, die kann ganz einfach schon viel drin an unserem Unterbewusstsein gespeichert sein, das ist überhaupt machbar. Ich persönlich fand das auch am wichtig von Wege für sich selber richtig wertzuschätzen. Das heißt, ganz viel Leute unheimlich das Problem, und das spielt ein bisschen mal daran, dass wenn sich hier Intuition meldet, dass sie das irgendeinem höheren Wesen zuschreiben. Wenn ich es richtig verstehe, ich hoffe selber mit höheren Wesen, ich respektiere die auch, wir vergessen eins sonst, dass sie trotzdem auch mehr selber sind. Und dass es vielleicht ist etwas, was mich schon lange anders hatte, und einfach keine Übung mehr Hunde darüber zurückzugreifen. Aber wenn es da geschieht, dann darf man auch selber dabei stolz sein, dass man dazu gelos haben, ein bisschen wie weit zu lauschen, von an einem Innerbewusstsein, an einem Teil, den an einem Gehirn aber irgendwo auch noch verankert ist, wenn du sich irgendetwas meldet, also hallo, guck doch mal ein zweite Mal hin. Das ist also der Punkt von der Intuition mal als Erklärung. So, guck mal, das da mal an. Ich gesehen, hi geht's. Hi, wir haben den Berg heute. Moin Dominik, super. 3 Leute. Genial. So, haut das also den Tag, wo man so ob als Intuition lauschen. Beziehungsweise allgemein. Das ist immer ein bisschen schwer, wenn wir von der rauen Nächte schwatzen, und da kommen wir auf den Abend, und dann schwatzen wir vom Tag, wo wir es hätten sollten, ob als Intuition lauschen. Wir können das natürlich gerne an den nächsten Dingen ranholen. Wir können aber natürlich auch an den nächsten Monat mal ranholen in dem Moment. Wo man dann nur am April sind. Aber vielleicht auch da ein bisschen am April einfach die Übung zu machen, mehr darüber zu lauschen. Da helfen auch so Sachen wie, wenn der Meditation macht, das nicht, was er die ganze Zeit sollte machen, weil da kommen ganz komische Sachen raus. Aber es kann ihn an seinem Kopf herumwandern. Das heißt, eine Meditation, das steht mit, und da soll er mehr an die mittelsten Dinge, wie zum Beispiel das A wie Zirbeldrüse denken. Aber es kann ihn auch üben, auch von Zeit zu Zeit mehr auf der Rechten denken. Dann hört den, das ist den Teil vom Gehirn, was den ganzen Raum gesagt. Und das heißt, du hast dann die Möglichkeit, das zu üben. Und wenn ihr dann zum Beispiel an den Raum racken, dass man sich da wirklich im Moment mehr auf die Gehirnchen konzentriert, für den Raum einkehr an seiner Gesamtheit abzuholen und das einfach mal auf sich zukommen zu lassen. Wenn er sich schon mehr soll op etwas konzentrieren oder mich fokussiert soll, sie kann er genauso auf der linken Seite dann dem Moment sich mehr fokussieren. Schwarz man von der Intuition, also geht es in die Rätselgehirnchen an dem Sinn. Das heißt, das kann ich auch an dem Sinn machen. Den anderen Punkt wird ist, egal ob das ein Quack ist, wie ich gesagt habe,
ob das zum Beispiel wann der ein Reis macht, auch egal ob er den Luft von einer schamanischer Reis, von einer Fantasiereis schwätzt oder wann es gibt ganz grob Sachen, das ich kann ich mit anderen zusammen zum Beispiel Remote Viewing üben, das heißt, dass eine Person fragt, für Recht zu kriegen, für sich einfach auf die Person zu konzentrieren, einmal Informationen kommen lassen. An die Informationen einfach mal wertneutral niederschreiben. Das ist das, was das Wichtigste dran ist. Das heißt, das Problem bei uns mit der Intuition ist, wie sehr mehr irgendwo von Tieren abgemäht tun, als irgendwo dran gemäht tun. Und zwar genauso gut an der einen wie an der anderen Richtung. Wir können irgendein blöd Gefühl holen und dann direkt sagen, ja, mir mein Gefühl, also das war mir aber nur für dem Tod oder so. Und dann kann es da aber, bis was just eng von all diesen Erfahrungen war, an wodurch getriggert wird, was weiß ich, weil die Person die selbste Gest möchte, weil sie dieselbe Parfum dreht, weil sie irgendetwas bei Eis triggert. Das heißt, auch dann an dem Sinn, ob die oder weiß, Thema wertneutral zu lösen. Du hast etwas, du triggert etwas, also etwas, was nicht mehr mich persönlich triggert, oder also etwas, was allgemein muss geguckt gehen. Der Tisch seine Intuition auch wirklich dafür zu gebrauchen, für das ganz wie weit an auch seinen eigenen Filtern do schon herauszuholen. Das heißt, nicht durch seine eigenen Filter Gefahr laufen, an irgendeine Richtung eine Person vielleicht zu jugieren, wo ich gar nicht weiß, ob ich nur der richtig leid in dem Moment. Das heißt, auch von den, wie den eben gesagt hat, wir nur für einen zweiten Eindruck haben wir für einen echten Eindruck haben wir keine zweite Chance. Aber das heißt aber nicht, dass ob einem gewissen Punkt in der anderen Person selber so eine Chance los sind, äh, dass vielleicht das, wohin sich getriggert fühlt, Logisten im Eis betrifft. Und dort die richtige Muster finden, für da dann einen Raumnacht anzubringen, für zu so für an engem Abend, an engem Tag das Thema durchzuholen und zu so eine schlechte Nummer auf die Intuition. So sind ich der Meinung, dass es da wirklich besser ist, sich ein bisschen mehr Zeit zu holen und dann zu sagen, okay, dann ist im April der Monat, den ich dafür werde gebrauchen und du werde ich mal einen Moment rausholen. Wann das Leute interessiert, auch darum, da könnt man ja nur natürlich auch nach eng Dinge drin schreiben, eine Erklärung drin schreiben oder beziehungsweise mal so, ob du das willst oder nicht. Da kann ich die Punkte, die Leute in der Raunächte gespart gehen, auch gerne an den nächsten Monaten, alles pro Monat, von den Punkten noch ein rausholen, Übungen anbieten, vielleicht wenn ich ein Buch drüber habe, ein Buch drüber vorstellen, etc. etc. Also, das steht noch alles ab. Da erwarten ich dann effektiv ein bisschen das Feedback zurück, für dass ich weiß, wie ich am besten die Sache auch kann man dann gut handhaben. Ja, Sandy, du schreibst viel da weg. Also wenn ich Logik gehen an so ich mache das über den Mond, da gebe ich nicht einfach so an den Filter fort, mehr zu gucken, wo der Filter herkommt. Erstens, also der Filter den nützt, also den nützlich ist oder nicht, weil wir brauchen schon auch Filtern für auch ein bisschen am Sinn von, dass man nicht den Mund machen die ganze Zeit egal was so, wo das durch den Kopf geht. Filter braucht man an unserem Leben, das heißt Persona, sodass die Masken, die man drohen, für an den verschiedenen Situationen einzugehen. Aber wenn es wirklich ein Filter ist, den als mehr Probleme möchte, wie ihn als Gutes möchte, kann er froh, wo ihr könnt, ein Umprogrammieren, ein Ablesen, ein Hehlen, etc. etc. Das heißt, du hängt viel mehr daran ab. Und das ist der Grund, für das so kann ich nicht ob ein Dach zusammenschrumpfen. Intuition ist viel zu viel großes Thema, für das zusammenzufassen in dem Moment. So, lo muss ich ehrlich so sagen, ich weiß nicht, wie viel was du geschrieben hast, so in Detail. Ah, das war bestimmt auch beim Dinge, beim Nummerschild. Ja, diese Sachen sind da und ich fand die mega spannend. Was für ein kleine Topischkeiten, und sich ein Topischkeit, aber dann, also im inneren Bewusstsein, an dem Moment eben kann auffangen an dem Sinn. Ich habe für mich den Tour gemäht, was Intuition betrifft, was es für mich mal über Intuition nachzudenken gibt oder beziehungsweise mal Sachen ein bisschen anders zu sehen.
wie immer vielleicht ich mache so ja nur auch den Link nach op Seite, wann du vielleicht die verschiedene Leute wenn hier Gedanken über Intuition mal mal dabei sitzen, dat wir ganz flott, dann nun vielleicht auch ein Ding in Richtung, was ich von Übungen oder von Ideen kann für den April an dem Moment mal drauf sitzen. Das ist nochmal mein Dinge mein Tour den ich lode von der Gebetung zum Thema wie man mit einer Intuition da können umgehen. Ich hoffe, ich habe es mal auf den Weg gehen. Wie immer, vielmals merci für die, die direkt live gucken kommen sehen. Auch merci für die, die sich das Video nur angucken. Nach einer schönen Abend wünsche da sage ich mal bis morgen zu dem nächsten Thema. Vielmals merci. Adi.